immer wenn das Jahr zu Ende ist, oder ein Kapitel, ein Monat zu Ende ist, und du frisch anfängt, dann merkt man sich frische Ziele. Was will man erreichen? Und ein von der Erreichen ist vielleicht ein bisschen weniger Kilos haben, ein bisschen mehr. Also die Kilos, das Physische ist für viele, was sehr wichtig am neuen Jahr. Was ist für die wichtig, wenn du nie eine Etappe anfängst, nie ein Jahr, nie ein Monat oder nie ein Kapitel, nie ein Lebenskapitel von Geburtstag, was immer. Was ist der nächste Schritt? Eine Person sagt, wenn ich das aufnehme, Gewicht verliere, das Problem bei mir in meinem Leben ist nicht, dass ich nicht Gewicht verliere. Ich verliere immer Gewicht, aber meistens kommt das Gewicht und fängt mich weiter. Das Gewicht, das sieht mich so sehr, das fängt mich einfach. Ich verliere das, aber meistens fängt das mich. Ich brauche das nicht sicher, das fängt mich immer so. So, die Probleme sind ja, dass ich brauche nicht sicher, die fängt die einfach weiter. Und die Frau, was tue ich damit? Aus meinen Problemen oder mein Gewicht am physischen, am emotionalen, am geistlichen, die Probleme, die kommen weiter. So, kriegst du bloß immer, reagierst du bloß immer darauf, was passiert, oder bist du eine Person, die fair schickt. Sehr viele Menschen können fair kommen, wenn sie nicht versuchen, so sehr allein zu leben. Ich mag geistlich allein wassen, ich habe emotionale Probleme. Kein Mensch, der damit fertig wurde, ich war nicht mit dem teilen. Ich habe Probleme, kann ich aufnehmen, oder ich habe zu viel Kilos, zu wenig Kilo, was immer das ist. Und ich mache das Kampf, ich mache das selbst, aber ich schäme mich zu sehr, mit wem das teilen. Gott hat das als Menschen gemerkt, was wir die Gesellschaft brauchen. Ich brauche andere Menschen, andere brauchen mich. Nicht alles allein für sich im Leben. Wenn das allein ging, dann kann ja auch jeder bei einer Insel leben. Aber da hat Gott mal eine Insel gemerkt, dass jeder Mensch bloß eine Insel wohnt, der braucht nicht mehr andere Kontakte. Wie braucht den nächsten? In alle Bereiche. In andere brauchen uns. Und die an Perfektion, was wir sind, braucht wir den nächsten, was immer dein Ziel ist. Aber worauf checkst du? Checkst du bloß immer, was schlecht passiert? Oder checkst du dein Ziel heran? Die Bibel sagt uns in Philipper Kapitel 3, Vers 14, und jacht no das Ziel, was ihr verdient habt, und die Berufung, was ihr in Gott habt. Das Ziel no jo. Ich jo das Ziel no, in der Berufung, was ich durch Jesus Christus, also in Gott, in Christus habe. Das Ziel no jo, sagt Paulus. Checkst du bloß einmal nachher, hat so viel Schlechte, so viel Schlechte, dass ich mit dir komme, dann kannst du, ich habe nie ein Ziel, ein Lebensjahr, nie einen Monat, nie einen Tag, was nie anfangen, und ich will fair gehen, und ich habe das Ziel noch, ich will Jesus Christus noch, nicht, wenn ich einen Plüch nehme, dann nach der ganzen Zeit amtliche, was alle hängen, die Sachen, was hängen sind, die Feier und Tag zu lassen, und dort nicht ganz gut kommt, eins, wo dann Gewicht, was mich will anhängen. Und wenn ich das nicht allein kann, ist das keine Chance, du kannst mir helfen, ich brauche Hilfe daran. Nicht für sich alles allein zu tun. Und deswegen sind wir Gesellschaft. Gott hat uns als Gemeinde gemerkt, dass wir im Körper leben können. Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Körper. In einer Hand hält die andere Hand zu waschen. So, ich brauche nicht, dass die Hand sich selbst einmal, die muss sich selbst rennen. Wenn ich alles kann, dann geht das nicht. Die andere muss helfen. Es ist dort auch ein anderer Bereich, im geistlichen, im physischen, im emotionalen. Gott hat diese sehr erlebt, dass die Menschen, die in der Hand gestellt haben, die die helfen können, Menschen, die die helfen kannst, dass die Typ können, das Ziel fairerweise können, und nicht brauchen einmal allein rennen, sondern fairerweise kommen und nicht bloß auf das Negative checken, sondern fairerweise checken und einfach fairerweise rennen.